Ich will vielleicht ein paar Evaluierungen an den Anfang von dieser Intervention stellen. Die ist das Mün als ADR eng Interpellation zu diesem Thema gefragt, dass du ein Hearing gehen. Ich meine, die Interventionen, die wir heute hören, weisen, dass es wichtig ist, eine Detaildiskussion über das Problematik können zu feiern, wo wir auch genug Zeit und das zu machen. Ich gehe also mengen, dass wir die Idee von einer Interpellation an einer gewisser Zeit nicht direkt, aber sollten aufrechterhalten, dass wir die Gelegenheit kriegen, über das Diskussion, über das Thematik so detailliert wie benötigt zu diskutieren. Das zweite ist, die Interventionen, die bislang gemerkt sind, weisen, dass da eine permanente Konfusion besteht zwischen der Thematik von der Migration und der von den Refugien. Der Herr Minister hat am Anfang probiert klarzustellen, dass Ich meine, der Minister hat am Anfang probiert klarzustellen, dass zwei verschiedene Instrumente hier an dem Kader von der UNO an der Diskussion sind. Der den, dass eben heute der globale Migrationspakt über den am Blick geschwärzt wird, der dann das ein Instrument über die Refugien. Und ich meine noch an der Thematik, wird probiert zu unterscheiden, ob schon sowohl hier an den Interventionen, die bislang gemerkt gesehen, wie auch am Text vom Migrationspakt selber leider muss festgestellt werden, dass eine Konfusion zwischen dem einen und dem anderen besteht. Ich meine, wir gingen an der Qualität von der Diskussion, an der Klarheit von der Argumentation gewonnen, wenn wir die Unterschiedlichkeit von den Thematiken gingen am Ende behalten. Den Herr Minister hat gesagt, dass alle Flüchtlinge Migranten, dass wir nach lang nicht alle Migranten Flüchtlinge, die Analyse ist richtig, und ich meine, wir müssen so an der Argumentation respektieren. Wenn aber auch ist, dass das halt zu Lützeburg, haben wir kein Mensch, auf jeden Fall nicht nach kein Heieren, nach kein gesehen, die gegen Menschlichkeit am Umgang mit denen Leuten vorstellen oder hier Menschenrechte vorstellen. Ich muss so Gott sei Dank, dass so eine Diskussion hier nicht. Aber es gibt unterschiedlich politische Aussichten zum Thema von der Migration. Und das ist legitim an einer pluralistischen Demokratie. Weil auch hier an den Interventionen oder verschiedenen von den Interventionen, die wir heute Morgen hatten, wird probiert, die eine Meinung moralisch zu diskreditieren. Und da ist das Geschäft. Gott weiß wer, den du Götz als Populist in Europa, Gott weiß wer. An einer Demokratie muss ein Thema wie Migration können kontrovers diskutiert gehen, ohne zu probieren, den anderen, die andere Meinung moralisch zu diskreditieren und dadurch eine Diskussion praktisch zu verhindern oder so auf ein Niveau zu setzen, die gut gegen die Männer gut, die gut gegen die schlecht. Aus dem Fall nicht der Approche von der ADR. Wir holen Migration als ein Phänomen, ein gesellschaftliches Phänomen, das wir analysieren, zu dem wir eine Meinung an aller Verantwortung formulieren, an dem wir moralischen und juristischen Argumente ohne Problem können untermauern. Das machen wir auch, aber wir diskreditieren nie eine andere Meinung, auch wenn wir nicht mit jeder d'accord sind. Den Pakt hat ein Kredibilitätsproblem. Von Anfang an. Ein Kredibilitätsproblem, weil viel groß wichtige Länder, ein Großteil von Ländern, einem sogenannten globalen Instrument nicht will beitreten. Ob per Signatur oder per Akklamation spielt keine Rolle, aber das dadurch diskreditiert. Von Anfang an. Es ist ein lame duck. Und es geht ganz schwer an der politischen Diskussion für diesen Pakt irgendein wirklich Tragweite, eng Effizienz an der Zukunft zu gehen. Hut auch an Europa an einer ganzen Reihe von Ländern zu einer weiterer politischer zur Destabilisierung beibrucht, immer beigedroht, wie man doch an der Belsch gesehen, wir nicht nehmen do, so da den auch immer muss froh von der Opportunität von so einer Diskussion gucken. Mir hat ja am Bereich von der Migration eine internationale Organisation, die sich effektiv darum kümmert, DOIM. Wir haben eine ganze Reihe Rechtsinstrumente, bilateraler, multilateraler Kooperationen an diesem Bereich. Die Frage von der Opportunität überhaupt von diesem Pakt, von der Valeur ajoutée, ist also eine, die sich legitimement stellen kann. Es ist auch so, und das darf man auch nicht vergessen, dass die Nervosität an der europäischen Politik über den Migrationspakt auch über die Situationen an der Flüchtlingsproblematik hier stammen.
die man den Lächtjure gesinn hun noch wo die letzte Regierung eng Verantwortung dran huet, weil viele Länder, die an der Flüchtlingsproblematik op emul konfrontiert goufe mat Zwang, mat Quoten, mat diskreditierenden Argumentationen, mat Druck, mat finanziellen Druck, wat de Solidaritätsmechanisme gegen Strafmaßnahmen gehol gehen. Dat sind natürlich zum DLD, die haut so mir beim Migrationspakt, da wenken wir direkt rauten, da sind wir direkt nee, wir wollen nicht nach einkehren an so eine Situation kommen an der Migrationsproblematik lo, wie man sie hatte an der Refugiesproblematik über die letzten Jahre. Die Pakt hei, et gëtt gesot, et kann kein Menschenrecht für Migration schärfen, das ist diskutabel. Et gëtt Expertisen an enger Reihe von Ländern, von eminenten Wissenschaftler im juristischen Bereich, die dat ernst gesehen. Und auch dat verdingt vielleicht méi wie eng summarisch Behauptung, weil auch van Menschenrecht op Migration teil keil am Pakt net formuliert, dat so schafft man da eng neue Rechtskategorie, nämlich de vu Migrant, erneut Rechtssubjekt, an iwwer ein neues Rechtssubjekt kann auch eng neue Rechtgebung aufgelegt gehen. Es ging also warnen für an engem seieren ekarteieren vu der Argumentation, ich mengen sie als mé komplex zu feieren. Auch de Pakt encouragiert, et steht Text dran, e purmol, fördert Migration. Et ass also per se e Pull-Faktor, wie der Techt, e Faktor für Leid zu zehen, wie sie zu encouragieren, zu migrieren, sie sollen informiert gehen, sie sollen geschützt gehen auf ihrem Weg. Und das ein Pakt, den op 2 Plätze, wenn ich doch op mei, ausdrücklich seht, Migration soll assuriert gehen, sie soll gefördert gehen. Dafür also schon auch zu gesehen und zu verstehen, dass Leute sich solche machen, Konsequenzen an sich dann vorstellen, man auf welchem Ausmaß und auf welchen Konditionen soll dann die Förderung von der Migration geschehen und auf welche Manier, was sind Konsequenzen für uns. Die Fragen im Soft Law, als hier abgeworfen gehen, am Deutschen Bundestag, ich meine, Herr Wiesler hat rappeliert, dass da verschiedene Klarstellungen müssen gemerkt wird, nationalen an soweit das möglich als internationale Jurisdiktionen nicht ermöglichen, sich auf diesen Pakt zu berufen, für Obligationen von den Staaten aufzulegen oder für die Staaten aufzulegen. Muss ich aber wissen, dass bei den Nichtregierungsorganisationen, die aber auch einen großen gesellschaftlichen und politischen Einfluss haben, das DAX ernst gesiegt, nicht mehr spät wie gestern, und nicht zum Beispiel nach Briefkrieg von einer Reihe, wo letzte Nichtregierungsorganisationen, die also Brief weitergelegt haben, wo Leute, die sich auf diesen Pakt schon berufen, den aber mal nicht angeholt ist, für hier Migrationsrechte, so wie sie da dann im Brief formuliert haben, anzuklagen, nicht juristisch, mehr politisch. Et ist also schon so, dass die Gefahr real ist. Und ich will für die Leute, die daran zweifeln, dass ein nicht juristisch bindend Instrument kann einen direkten politischen Einfluss haben, ohne das Parlament ergangen zu sehen. Just das Regierungsprogramm von dieser neuen Koalition an Erinnerung rufen. An diesem Regierungsprogramm Koalitionsakkord, den man das Woche vorgelöscht kruten, geht sich auf x Plätzen auf der Agenda 2030 Beruf, der Agenda 2030, die wir nie ratifiziert haben, die aber eng Grundlage als von der Formulierung von der Politik von dieser Regierung, an der man da indirekt auch ob als gesetzgeberische Aktivitäten an den nächsten Jahren. Also werdet wahrscheinlich mit dem Migrationspakt auch gehen, wenn dann ein ähnliches Statut kriegt bei der Agenda 2030, also ein bisschen mehr einfach, weil man kontestiert, gouf den Blick, ob das haut nach der Fall wäre, das kann ich nicht so weiter so. Grundsätzlich muss ich aber feststellen, dat den Herr Minister senger Intervention immerem betont, Parlament as net cesiert huete gesot. Mir kree kein Rechtsinstrument, wat man heute im Parlament zur Ratifizierung müsse firlehnen. Et betont mit as dat net och selber eng Gefahr, dat Regierungen haut so weitgehend Engagementer ënner ze schulen, iwwer internationale Organisationen, as dat net even de Vekteure, wo man haut mussen darauf aufmerksam machen, dass es sich eine Deparlamentarisierung vom internationalen Leben DAX stattfindet, und da da auch indirekt ein Gefahr für Demokratie, und das ist nicht den einzigen Weg, es gibt noch andere Phänomene, die auch dazu beitragen, dass sich die Rolle von den Parlamenten löserlos reduziert wird par rapport zum Spielraum von den Regierungen. Das ist ein Weg, den wir nicht richtig fanden. Es ist auch so, dass der rechtliche Charakter von diesem Pakt falsch eingeschätzt wird. Natürlich, und das voller Widerspruch. Den Pakt, wie die gelesen haben, die wissen nicht, dass voll Widerspruch ist. Und eben der wichtigste, wenn nicht der wichtigste Widerspruch ist eben der Respekt von der nationalen Souveränität.
den dann aber über 80 die Leute die nur gezählt und die so 87 Sterne so 127 Dispositionen am Text stehen, wo Staate so mir verpflichten als. Du kann ich lange darüber philosophieren. Als dann einerseits Behauptung vom Respekt von der Souveränität am Gleichgewicht mit 87 Mal mir verpflichten uns. Also dann nicht so, dass dann ob man's muss auch vorgestellt gehen, ob Staaten hier nicht verpflichtend Engagementer holen. Natürlich kann ich spekulieren, als da eine politische Verpflichtung. Wir wollen eine politische Verpflichtung, als müssten wir dann als Parlament nicht auch matt schwätzen. Oder als denken juristisch, da müsste man sowieso matt schwätzen. Ich will hier just erinnern, und den Artikel 37 von der Lützweiler Verfassung, der ganz klar sieht, es ist egal, wie ein internationales Rechtsinstrument heischt. Wir wollen es soll erfähren hier am Land, so ausdrücken, wann soll zu einem Effekt kommen, da das Jurisdiktion von der Kur, da muss es dem Parlament zur Ratifizierung vorgelegt gehen. Den Blick, wo die Lützweiler Regierung hier geht, und sieht, dass mehr Welt am Pakt steht, verlangen wir die Ratifizierung. Weil das wird als Verfassung und die Interpretation und der Verfassung durch Kur verlangt. Wir wollen uns nicht als Parlament, jedenfalls aus der Meinung der ADR, aus der politischen Diskussion ausklinken lassen, weil das vielleicht wie die eine oder andere mehr bequem ist. Der Pakt hat eine ganze Reihe von konkreten Problemen. Et as Voer, wie d'Eistreicher Zon an die den Pakt lesen, die gesinn dat eng Verwischung aus tische Kategorien zwischen legaler und illegaler Immigration, den Übergang von der enger an die andere Kategorie soll erlicht dat gehen. Et as auch naiv wird nach Leif auszudrücken, für zu akzeptieren, wat de Pakt aber verlangt, das ist eigentlich die politische Absicht auch, wird Migration immer positiv durchzustellen. Natürlich huet Migration, und wir wissen Teil zu Lützeburg auch positiv Aspekte, wann sie legal ist. Wir haben effektiv am Laufe unserer ökonomischer Geschichte dax profitiert, wo Leute ja hinkommen sind, wie hier Leben zu machen, an sich integriert und alles das ist richtig. Legal hier hinkommen sind. Mit die einseitig positiv Durchstellung der Migration, das ist ein Narrativ, den ich so nicht kann akzeptieren. Der Braindrain als ein eklatant Negativseite von der Migration. Et ass net an der Reihe, dat an einer Reihe afrikasch Länder Manner Doktore sie wie Doktor vun derselvichter Nationalität zu Liverpool oder zu Manchester oder zu London. Et ass een Druck vun der Migration a viel Wissenschaftler beweisen dat immer nees net a politische Publikationen, a wissenschaftliche Publikationen den Druck op den Arbeitsmarkt, den Druck op den Wohnungsmarkt, der besonders sozial Schwachleit dax trifft. Ich wundere mich, scheinst du deine Partei wie zum Beispiel Sozialisten die Aspekte von der Immigration nicht auch kritisch hinterfragen, die besonders sozial Schwachleute treffen an denen Länder, wo die Migration sich direkt auswirkt. Fluchtursachen sind dax unklar beschrieben. Klimaflüchtling. Es hat geschwärzt am Text zu schleichende Naturkatastrophen. Was ist eine schleichende Naturkatastrophe? Wie geht das eine Fluchtursache, die wir müssen unerkennen? Auch das sind unklar Fragen. Den Menschenhandel wollen wir alle gut bekämpfen. Aber ist es dann nicht so, dass den Schleiser engagiert, für illegal an ein anderes Land zu bringen, und auch misst eine Verantwortung für den Akt tun, der wird aber hier ausgeklammert. Der Schleiser muss bekämpft gehen, sind wir uns all eins. Man muss nicht auch der probiert, illegal an ein anderes Land anzureisen, über illegal Mitteln, auch eine Verantwortung drohen, die geht es hier nicht. Eine Integrationsleistung wird nicht verlangt, dafür gibt der gegenseitige Respekt für Kulturen in der Strache. Wir so in jedem Fall als RDR, wenn an ein anderes Land geht, soll sich integrieren. Die Obligation mänglisch als auch legitim. Wir wollen keine Parallelgesellschaften. Diese Verantwortung mit den anderen Ländern wird nicht genug betont. Aber ein wichtiger Punkt, und den will ich unbedingt noch angehen, das ist die Freiheit von der Presse. Das wird hier verharmlost. Aber es ist nicht unter UNO. Es ist nicht unter UNO. Wir zu dezidieren, auf welchem Land eine Regierung oder ein Parlament kann dezidieren, dass eine Presshilfe ausbezahlt wird, aber wie nicht. Es ist nicht unter UNO.
für zu dezidieren, wie es hier am Pakt steht, dass wenn die kritische Bemerkungen gegen die Migranten ist, dass das strafrechtlich muss verfolgt gehen. Et Duno für eine Menschenrechtsdeklaration soll allgemein Prinzipien festhalten, aber sie kann nicht derbisch für die nationalen Parlamente überholen. Sie kann es nicht vorschreiben, ob wir Manier wir sollten Meinungsfreiheit an diesem Land vorstellen oder regulieren, wie auch immer, das ist eine Diskussion, du wirst, da der bekennt sich zur Meinungsfreiheit. Dann auch vielleicht just wie dazu so, weil eben an der Pressfreiheit dax wo qualitative Kriterien geschwert wird an einem UNO-Dokument, steht am Regierungsprogramm eben just bei den Medien de soutien financier am Koalitionsprogramm dieser Regierungsrat lié à des Kriterien qualitativ. Es kann sich schon an diesem Kontext, ob das nicht schon benutzt gehen, für all Kritik an der Migration finanziell zu bestrafen, wo also auf jeden Fall Kontinu vom Text und Koalitionsakkord berechtigt. En Konklusion will ich sagen, dass der Migration en tant que telle nicht vorstellt, wann sie legal und reguliert ist. Auch heute besonders zu Lützeburg eine Angelmenge hat rappeliert, was Geschichte von unserem Land in dem Kontext ist. Wir hätten gerne aber eine Immigration choisie et non subie, wie man alle Gurhai immer gemerkt hatte, für der großen Flüchtlingskrise, wo das Konsens wir bestehen nach immer darüber. Mit diesem Migrationspakt wollen wir nicht. Wir denken, dass dieser Migrationspakt viel Unklarheiten hat, viel Unsicherheiten, dass er Gefahren bringt für die demokratischen Prozesse, auch für die Pressfreiheit hier im Land. Wir denken, dass Migration soll ernst geregelt gehen und dafür gegen die Regierung auffordern, nicht auf Marrakesch zu gehen und diesen Pakt auch nicht für Lützeburg mit zu akzeptieren.